nullstre wie gewinnt am Europaparlament während unserer Plenarsitzung mit Christoph Hansen an mir selber wünsche Marisch ein gutes Haut an wir sind froh, ich können von eiser Plenarsitzung zu erzählen. Wir sind am Moment wirklich mit einer ganz schweren Agenda an anderem. Ich gehe direkt dem Christoph tut. Du hast das Woche über die Türkei geschwert. Wir sind auch an der Delegation vom Europaparlament mit der Türkei. Und das Woche hast du dazu geschwert gehabt über die Rapporte, die wir haben zwischen der EU und der Türkei. So du als du wirklich als Position durchgestaltet. Ja, effektiv haben wir all Jahres einen Rapport über den Progress, dass potenziell neue Memberstaaten, ob sie wirklich an der Europäischen Union können abgeholt werden. Da gibt es ganz richtig Kapitel, die sie müssen aufschaffen, wo sie an puncto Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte etc., wo sie ganz viele Gesetze auch müssen ändern, für fit zu sein für die Europäische Union. Das nennt man sich einen Fortschrittsrapport. Im Fall von der Türkei muss ich sagen, das ist ein Rückschrittsrapport, weil unter dem Erdogan als effektiv gesehen hat, dass Menschenrechte mit Face getrippelt gehen. Sie noch die Istanbul-Konvention verlos, wo doch notamment Gewalt gegen Frauen geht. Ich meine, das ist etwas, was ich noch muss mal wiederholen. Da geht es nicht mehr nur an. Da gehen sie mit Kriegsschiffer für Zypern, für Griechenland als Memberstaaten provozieren. Für mich gesagt, dass ich da nur aus, dass sie gar nicht wollen an die Europäische Union rankommen. Wir haben natürlich, das in Europa, wir haben wirtschaftlich ganz viel mit ihnen zu dienen. Wir sind noch an einer Zollunion mit ihnen dran. Wir haben auch einen Akkord mit ihnen für die Gestion von der Krise migratoire und humanitär, die dadurch resultiert. Und ich schon am Plenum eben gesagt, wir sollen ehrlich sein und nicht hypokritisch sagen, dass man auch immer einen Beitritt schaffen. Türken, ich schätze nicht von der türkischen Bevölkerung, weil da gibt es ganz viel Pro-Europäer, wie die Regierung, die lo en place als unter dem Erdogan, die schafft definitiv an die falsche Richtung. Und ich gesehen nicht, wie die Provokationen mit diesen Wahlen kompatibel sind. Und dafür denke ich, dass wir erstens mal müssen Adhäsionsfonds aufrühren, dort gewährt, dass wir hin Suche gehen für etwas, was sie sowieso nicht machen werden. Und dann ist doch generell nicht so lange die Regierung da ist, also auch nicht richtig von einem Beitritt zu schwätzen. Und ich meine, dass man da auch mal die Wohricht sollen zur Kenntnis holen und dann eben noch schaffen, auf dem, was wir können machen. Das heißt, wir müssen besser zusammen schaffen für das Migrationsproblem an Herausforderungen für die an den Griff zu kriegen. Wir müssen noch die Zollunion, die jetzt schon gibt, die müssen wir auch modernisieren, für das alles besser funktioniert. Bloß das nur auf dem schaffen, was geht, und nicht etwas an die Welt setzen, eine Addition. Ich meine auch, wenn wir eine Umfrage an Europa machen, wären eine Majorität von den Europäern nicht d'accord für die Türkei abzuholen. Das ist natürlich die nächste Etappe. Wir müssen sie mal ihre Hausaufgaben machen. Die machen sie nicht, und ich meine, dann ist es doch nicht seriös, für noch weiter so zu bezahlen, auch von einer Addition zu schwätzen. Stichwort, was du für Drohnen gebraucht hast, Christoph, die türkische Population. Ich meine, dass das ganz wichtig ist, dass die türkische Population effektiv weiß, dass wir eine Relation mit der türkischen Population haben, was eine positive Relation ist. Wo wir eben Schwierigkeiten haben, ist mit der Regierung, die am Moment am Pouvoir ist, den Herr Erdogan, den es nimmt, der wirklich eine Politik möchte, die einfach gegen das geht, was wir wollen. Also all die fundamentalen Rechte, die wir behandeln, das do sehen wir einfach bei ihnen null Progress, ganz am Gegenteil, wie du es gesagt hast. Es geht an die verkehrte Richtung. Es ist am Moment nicht für uns zu kommen mit dem Adhäsionsprozess mit der Türkei. Ganz richtig. Für die nächste Zukunft also definitiv gibt es keine Adhäsion von der Türkei an die Europäische Union. Ich meine, das ist klar. Zukunft lo gesagt, du warst auch Member von dem Gruppe, den darauf schafft, über die sogenannten der Futur de l'Europe, Zukunft von Europa. Du hast du auch natürlich einen besonderen Schwerpunkt auf die Menschenrechte gelöst. Isabel, kannst du das ein bisschen so, wie den Gruppe funktioniert, was der Rolle auch an dem Gruppe von über die Futur de l'Europe ist? Ja, es geht wirklich, für mich geht es wirklich um Demokratie, um fundamentale Rechte. Und die Sachen sind für mich gebunden. Und wir haben eine europäische Geschichte, Unionsgeschichte, wie wir am Anfang dazu gekommen sind. Wir hatten für dich eben just eine Union, die auf Stahl und Kohle aufgebaut wird. Das war nicht viel mit, war ein enormer erster Schritt, wo wir so
Pappen von Europa dat schon als Vision hatten mit war just die kleine Union von eben Stohlerkohl. Dann muss immer weitergegangen ob eng ökonomisch Union, die schon viel große Schritt vorgegangen ist. Und dann muss immer ja wirklich ob die Union kommen, die eben op Walleren opgebaut ist, ob Fundamentalrechte. Und sind eben so Schritt kommen, und wir sind lo nie ein Kehr ob einem Schritt, wo man das so es nie ein Kehr wirklich unter Zeit für einen weitgehenden demokratischen Prozess umzusetzen, wo man wirklich Bürger in Europa frohen, was sie wollen, wie sie es gesehen, und wie sie gern hätten, dass Europa soll führen gehen. Ich meine, das ist effektiv ein ganz wichtiger Punkt, dass nicht nur Politiker, die sollen drüber schwätzen, weil das geht nur darum, seine Bestandsaufnahmen zu machen und noch zu sagen, was läuft gut, was läuft schlecht, aber wo will man hin, aber besonders die Bürger müssen das ja mit drohen, dafür müssen sie auch mit angebunden gehen. Darum geht es wirklich, dass eben Europa so weitergebaut wird, wie die Leute es wollen. Weil oft sehen sie viele Leute, die so in Europa, sie kümmern sich zu viel Sachen, und gesehen nicht immer die Werte von mir lo an der Pandemie, wo die gesehen, dass ganz viele Leute am Anfang froh wären, gewischt wären, von mehr Kompetenzen im europäischen Niveau sind. Weil ganz oft wird auch Europa reprochiert, verschiedene Sachen nicht zu machen, wo Europa gar nicht kann machen, weil sie ganz einfach eben die Moyen nicht Zum Beispiel am Gesundheitsbereich, wo ganz viel Schulden auf Brüssel gedrückt gehen an sich, Hummer ass dat eng Nationalkompetenz an das glücklicherweise Ursula von der Leyen die sogenannte Gesundheitsunion op den Dich brucht, wo man den Fongen natürlicher Mengen an bei weitem net geht mit die Sache, wo du siehst, wo dacks man Fanger gewiese get wo et Momberstaaten eigentlich Responsabilität hun an sie willen denen der Bresel aufgeben mir gife gerne auch méi machen da muss als Konfliktsgeschirr an de Grab. Dufir just am moment die Konferenz für Zukunft von Europa, wo wirklich auch die Bürger gefroht wird an der Plattform, wo die Bürger können gucken gehen und dann auch wirklich ihre Meinung so und so und wo sie wollen für gehen. Und ich hoffe, dass wirklich viele Leute interessiert sind, viele Leute ihre Meinung so, sowohl was das institutionell belangt, Pouvoir vom Parlament, Pouvoiren vom Conseil, vom Conseil von der Kommission, aber auch, was für Themen hier wichtig sind, wo sie gerne hätten, dass man solle vier gehen, aber wo sie wollen am meisten Akzent drauf setzen. Und zum Schluss geht da wirklich Synthese geholt von dem, was Bürger gefragt haben. Und dafür ist es wirklich wichtig, dass so viel wie möglich Leute sich beteiligen und nicht immer nicht dieselben sind, die sich äußern mit eben ihren Anteilen. Mit der wirklich die Bürger sich äußert, als sieht, wie wir vier gehen. Ja, sind noch viel frohen zum Beispiel über Entschädungsprozesse Parlament doch nicht bei allem gehen zwar gefroht mit das weinst du dass mir nicht zu dezidieren hun verschiedenen Dossien an dann doch so dat et tags am Conseil Sache ginn, die mussssen a l'Unanimité desideiert gi, wo noch heinst du merkt, du sommer an de Grenzen oder op aller Fall net reaktiv genug, dat et an so Diskussionen werden noch gefordert. Das ist ja ganz klar von den Punkten, wo ich ganz froh wäre, wenn Bürger mat op dieselbechte Wege vergoen, die mir wirklich vertreten verteidigen, dat am Conseil viel zu viel oft, wie du gesagt hast, Unanimität gefrot gëtt, an dann hummer Eland, zwei Länder, die dann sich opposieren zu all dem, was dann die anderen dezidiert und wo man nicht kommen. Zum Beispiel als am Kader von dem Punkt, den ich treieren haut nach an der Pläne, d'Agence, die wir haben für die Fundamentalrechte, die sollen mehr Pouvoir kreieren, um zu gucken, was an Europa, was fundamentale Rechte angeht, wie zum Beispiel, wenn ein Land nicht korrekt ist, was den Justizsystem angeht, dass das eben kontrolliert wird von ihnen. Du sie Länder, die sich opposieren. An Einzelländer, wenn ich dummer ein Majoritätssystem gehen, dann hat Europa wirklich viel mehr Pouvoir an den Pouvoir, den sie soll eben hun, jedenfalls an Mengen an. Ich meine noch an Dinge, Christoph. Kannst du es nach ein Thema, was Leute ganz sicher auch ganz viel interessiert, wachsen an wie die kommerzialisiert gehen? Kannst du nach wünschst du von der Schweiz, du hast das noch treiert. Ja, effektiv schon das war auch die Moien an der Pläne dazu gesperrt. Es geht darum, dass natürlich mal ein Problem haben. Es gibt nicht genug Wachsen auf der Welt am Moment produziert für justement die vulnerablen
Personen als Societäten oder Bereiche von unserer Gesellschaft global zu impfen. Das ist ein großes Problem. Wir sind zwar in Europa schon ziemlich gut, aber wir haben ganz viele Entwicklungsländer, die einfach nur nach Balki wachsen kriegen. Und das ist natürlich unverantwortlich, weil wir müssen uns bewusst sein, wir haben die Krise nicht überstanden, bis das jeder auf der Welt geimpft ist. Ich meine, das ist ganz klar, das muss ich so. Und dafür muss man gucken, dass man definitiv Produktion steigern. Und da laufen verschiedene Ideen, die konsideriert gehen, wo die einen gut sind, die anderen sind Männer gut. Und du hast noch einmal eigentlich nicht gut fanden, als noch einmal die über die Patente auf den Vakzin. Weil das natürlich, du hast geforscht für die Vakzin op de Markt zu kriegen, und dann ist das natürlich auch nicht so einfach, die zu produzieren. Und diese Leute, die so liberalisiert die Patente für die Vakzin, da kann auch an Indien oder Südafrika oder wo auch immer kann dann auch produziert gehen. Das klingt zwar gut, das ist in der Praxis aber nicht so einfach. Und das not einmal den Joe Biden, also die US-Administration, die dort Sache auch lanciert hat, für just mal die Patente abzuheben. Schon ein bisschen hypokrit vom Joe Biden von, weil das genau die USA eigentlich die im Moment gut kein Vakzin exportieren, beziehungsweise auch nicht die Bestandteile, die wir brauchen für Vakzin zu produzieren. Das sind einerseits Filteranlagen, das sind aber auch Lipiden, die gebraucht die für die Vakzin zu produzieren. Da haben sie einen kompletten Exportstopp gemacht. Und das gibt just mal helfen, dass man Kapazitäten, Produktionskapazitäten aufbauen, und dann mit der Expertise, und da muss man auch, und du sprichst mal drüber, Technologietransfer. Ich meine, das ist ganz wichtig, dass mit Technologie, die wir haben, auch an Drittländer weitergehen, und dass wir dann unter dem Patentrecht weiter produziert gehen, das ist ganz wichtig, und das ist auch das, was wirklich zielführend ist, für mehr Vakzin am mehr schnell zu produzieren. Christoph, das ist ja auch so, dass, wenn da der Logik abgehoben ging, ja, das kann dann an den Ländern, von denen geschwärzt wird, wie Südafrika zum Beispiel, das EU-Land wird oft genannt wird, an auch Indien. Aber ja, das kann in der Form, wie es bei uns produziert wird, kann bei ihnen produziert gehen, geht ja ob manst über die Jahre. Ja, geht das dauern, aber nicht richtig. Und dann nach den anderen Punkt, den du auch abgehoben hast. Wenn ich meine Zölle richtig sehe, dann ist es so, du hast gesagt, Amerika hat ja nicht exportiert. Wir haben ja 40% von der Kapazität von der produziert gehen, als 50% als fortgegangen. Ja. Das heißt, wir haben am Funk geholt, gebe ich wirklich so an der Hinsicht viel von unserer Aufgabe gemacht. Ja. Wenn Amerika auch 50% exportiert hat von dem, was sie produziert hat, wäre man an der Welt an einer anderen Situation, wie wir sind. Dafür, ich muss so, und jetzt soll ich nicht aufhängen, ob die Europäer zu klappen. Weil das ist wirklich nicht das, weil der Moment das richtig wäre. Ich finde, ein bisschen ein Rauchgranat von Joe Biden genannt, weil das vor allem für aufzulenken von dem, was sie justement nicht machen. Natürlich, sie exportieren nicht, du siehst richtig, wir sind die Champion an den Exportationen. Wir produzieren, wenn wir produzieren, als eng Dos bleibt daheim, die andere Dos geht raus. Natürlich, das Ball 1 zu 1 effektiv, das hat definitiv so kein abzuweisen. Natürlich, wir sind immens weit. Die Amerikaner haben da ja, da tun ich auch raus von rund 60 Millionen der NRMA-Vakzin haben sie stockiert, die aber nicht genutzt sind. Wenn sie die schon mal helfen zu exportieren, dann haben sie auch eine AstraZeneca. AstraZeneca ist bei ihnen noch nicht zugelassen, wo sie da an Kanada liefern, wo sie versuchen, sobald in Amerika zugelassen ist, müssen sie darum zurückkriegen. Also da spielen die Amerikaner schon ein ganz spezielles Spiel. Aber wir müssen noch aufpassen an der Sache. Also es ist natürlich so, wir müssen den Entwicklungsländern helfen. Das geht über zwei Art und Weise. Einerseits, dass wir als Technologie hinbringen, dass an Afrika haben wir Plätze, wo wirklich d'Excellence-Zentren sind, wo das doch kann produziert gehen. Sie brauchen als Technologie, sie brauchen als Know-how, und dann können sie produzieren. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich die, wenn wir die Patente abheben, und da sind nicht solo Russen und Chinesen, die in diesen Patenten produzieren werden, dann geht das nicht für denselben Preis an ein Entwicklungsland, wie wir es machen. Weil da sind wir definitiv aber mehr responsabel, nicht nur auf den Profit, sondern ich meine, das muss ich noch unterstreichen. Wenn wir den Entwicklungsländern helfen, dann geht das über den Technologietransfer an, über die Produktion, die wir für einen extrem günstigen Preis bringen. Das machen die Chinesen und Russen garantiert nicht. Technologie ist Krieg an einem geopolitischen Kontext. Ich meine, das aber dann an einer nächsten Sitzung und hoffen, dass ihr euch interessiert heute und auch dann die nächste Kehr. Vielen Dank für die Nullausstrahlung. Bis geschwind. Merci für die Nullausstrahlung. Bis geschwind. Adi.